Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Wir sind wieder da. Am zweiten Tag in Folge mit dem zweiten Teil von seinem TikTok-Stream vom dritten, zweiten. Wir schauen die Scheiße. Bei Winklers Liste. Ruhig mal vorbeischauen, ruhig mal eins Abo dalassen. Ne? Hallo Ibims, eins Abo. 2014 will sein Trend wieder zurückhaben. Dementsprechend, ja. Der mit lang umeinander. Hockt euch her, seid wir mehrer. Reißt euch eine Räube auf. Bei mir ging einer. In Rainer. Draches Liste hört sich irgendwie an wie Schindlers Liste, ne? 67 wird mir angezeigt. 100 können Sie heute noch ausgehen. Was? 100 könnten Sie heute noch ausgehen. 100 könnten sich noch ausgehen, Rainer. Oh, 10 Sekunden im Streamen, ne? Großartige Lesekünste. Auch die Kartoffelqualität hier von dem Ding ist einwandfrei. Ich hab's hier auf Maximum hoch. Ja? 1080p. Das da. Qualitätscontent etc. Harte Arbeit. Den Satz verstehe ich nicht. Das oben rechts sind die Followerzahlen, oder? 700 sind wir jetzt aktuell. So, ich überlege gerade, ob wir warten, bis wir 10 Minuten oder so online sind, bevor ich das jetzt anspreche. Ja, auch das ist richtig geil, Rainer. Ja, erst einmal schauen, dass man ein entsprechend großes Publikum hat, bevor man die Weisheit kundtut. Rainer, 700 Leute hören dir gerade zu. Das ist mehr als genug. Das ist 700 mehr, wie du verdient hast. Schnauze halten, offline gehen. Oder raus mit der Geschichte. Kommt zu Potte. Ja, jetzt warten wir nochmal 10 Minuten. Ja, auf die wichtigen Leute, da muss man immer warten, gell, Rainer? Ich bin froh, wenn ich meine Haare endlich wieder richtig lang habe, dass ich die wieder vernünftig schneiden kann. Bitte was? Ja, ich bin froh, wenn ich die Haare wieder lang habe, damit ich sie dann wieder schneiden kann. Sag, Rainer, dann schneid sie halt jetzt. Wo ist das Problem? Und ganz ehrlich, du hast wirklich sehr, sehr dichtes Haar, ne? Das würde, wenn du es richtig pflegen würdest und die wieder lang wachsen lassen würdest, wäre, glaube ich, das Einzige, was nicht scheiße aussieht an dir. Mal ganz ehrlich zu sein, wenn man es richtig pflegt. Du hast die letzten langen Haare abgeschnitten, weil sie verfilzt sind, weil es einfach keinen Fick gegeben hast. Weil du einfach ekelhaft bist, weil du dich nicht pflegst. Dass ich die vernünftig nach hinten binden kann. Ich habe die gestern gewaschen, die sind so ultra weich heute. Ja, noch steigt die Zuschauer. Wow, Rainer, er hat sie gestern gewaschen. Wow. Applaus. Bescheid. So, jetzt warten wir mal ein bisschen ab, bis wir alle da sind. Ich werde mich auch nicht darüber aufregen, aber ich möchte eine Sache ansprechen, die schon wieder etwas nervig ist. Und sind sie Haters? Willst vielleicht ausnahmsweise mal über die Haters reden? Wirst wieder gemoppelt, Reini? Im Übrigen immer, wenn ihr ihn irgendwo trefft, nennt ihn immer Reini. Das mag er ganz besonders. Also, im Übrigen, ich habe irgendwas mitgekriegt, dass er wieder in Franken ist und dass ihm schon wieder irgendein Arschloch die Feuerwehr auf den Hals gehetzt hat. Leute, das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Dieser Mann zerstört sich sein Leben vollkommen ohne Hilfe. Man muss nicht irgendwelche Straftaten begehen, irgendwie Missbrauch von Notrufnummern etc. Das ist ernste Sache. Jetzt stellt euch vor, ihr schickt die Feuerwehr zum Hotel, weil da der Reini sitzt und währenddessen bricht irgendwo tatsächlich ein Feuer aus oder es ist ein Autounfall und die kommen dann immer rechtzeitig hin und jemand stirbt. Leute, dann sitzt ihr schneller im Knast wie der Dicke. Da werdet ihr euer Leben nicht mehr froh. Na? So wie dazu. Bei dem Text. Mir gedacht, das lassen wir einfach mal ein paar Minuten so stehen. Das wird ja aber dann möglichst viele Leute da sind, damit ich es nicht wieder 10-mal erzählen muss. Oder habe ich mich jetzt verlesen? Alter, like, überall Likes. Ich glaube, du dich verlesen, das kann überhaupt gar nicht sein. Du bist ein super Lesekünstler. ich nehme auch gerade jetzt am Abend gar keinen an, weil ich möchte jetzt hier nicht, dass dann irgendjemand reinkommt, der dann übelst rumbrüllt und die anderen Leute im Hotel stört.
Entschuldigt. Halt die Goschen. Müde. Entschuldigt, ich sehe wahrscheinlich ein bisschen müde aus. Ich habe gerade schon Reini, du schaust aus wie ein fetter Scheißhaufen, aber das ist normal. geschlafen. Was hast du heute so getrieben? Ich hatte ja noch einen Termin. Ja. Was hat er getrieben? Der hat wieder überlang geschlafen, dann hat er sich einen runtergeholt und hat ein bisschen gedaddelt. Ein Termin hat er gehabt, ja. Ein Termin. Reiner, eine Dreiviertelstunde lang scheißen gehen, weil man sich mit Dreckfressi seine komplette Verdauung ruiniert hat, zählt nicht als Termin. Ja? Und die Leute in der in den Google-Büros zu nerven, obwohl man eben keinen Termin hat und wieder rausgeschmissen werden, zählt auch nicht als Termin. Vorhin nach dem anderen Stream. Das habe ich also durchgezogen. Und jetzt habe ich gerade noch eine andere Sache gehabt. Das ist jetzt allerdings etwas privater, das werde ich jetzt nicht äußern. Oh, ist das mysteriös. Und war das das? Der private Termin, war das? Wo sie ihn da in das Hotel gelockt haben? Keine Ahnung. Und das ist auch noch nicht ganz vorbei. Wird nachher noch eine Runde weitergehen, denke ich. Ja, und ansonsten alles entspannt. Chilliger Abend. Nächstes Mal ein Fan-Treffen. Fan-Treffen werden wir irgendwann mal machen, wenn. Ja, genau, Rainer. Du wirst ein Fan-Treffen machen. Ganz gewiss. Rainer, hast du die letzten 10 Jahre geschlafen? Bist du mit dem Kopf irgendwo dagegen gerannt und hast vergessen, was die letzten 10 Jahre passiert ist? Wie stellst du dir das vor, dass du ein Fan-Treffen machst, sogar wenn du Fans hättest? Rainer, mach ein Fan-Treffen. Alles gut. Dann kommt die Feuerwehr wenigstens aus gutem Grund dahin. Wenn es so viele Idioten gibt, so viele Hater gibt, die dann da irgendwelchen Stress verzapfen, und das möchte ich nämlich nicht. Zumal sowas dann immer gleich mit Riesenaufwand verbunden ist. Wie verzapf ich denn Stress? Rainer, es hat schon mal ein richtig gutes Fan-Treffen gegeben. Ja, 2018 im Sommer. Wenn ich irgendwann mal die Gelegenheit habe, ein vernünftiges Fan-Treffen zu machen, in einem vernünftigen Rahmen, dann kann man das mal umsetzen. Wachsen die Zuschauerzahlen immer noch an, oder sind wir jetzt auf einem soliden Stand? So, wie es aussieht, hast du ja doch ziemlich viele Fans. Hast dich aber auch stark verändert. Peter, irgendwer schreibt ihm diese Scheiße da gerade rein. Einfach nur, um ihn weiter anzusticheln, damit er weitermacht. Ja, damit er dann wieder sagen kann, ja, es gibt ja die Leute, die mal sagen, hier, ich habe so viele Fans. Leute, macht das doch nicht. Macht das doch nicht. Es verlängert doch das Leid nur. Ich versuche zumindest mich immer zu verbessern, weil ich finde. Versuchen ist das richtige Wort, Rainer. Jetzt reflektier mal die letzten 10 Jahre. Was an deinem Leben hat sich in den letzten 10 Jahren verbessert? Fällt dir irgendwas ein? Hast abgenommen? Hm? Das Größte, was du am Stück abgenommen hast, war, wo sie dir die Galle rausgeschnitten haben. So viel hast du in den letzten 10 Jahren in so kurzer Zeit nie wieder abgenommen. Ansonsten ist es immer steil bergauf gegangen. Ja. Du hast Wasser in den Beinen, besitzt praktisch nichts mehr, du hast alles verbrannt. Und du hast alle Brücken hinter dir abgerissen zu allen Leuten, die dir jemals irgendwas Gutes wollten. Rainer, du bist komplett am Arsch. Er versucht sich zu verbessern, Leute. Ich finde, man kann sich immer weiter verbessern. Die Hater sind aber nur ein paar einzelne. Das sind leider doch ziemlich viele. Also, passt auf. Unsere Zuschauerzahlen scheinen sich jetzt bei 1600, 1700 eingepegelt zu haben. Also werde ich euch das jetzt mal kurz erzählen. Gestikulieren. Ich bin gerade bei TikTok und sehe gerade, dass Steini online ist. Ja, ihr wisst schon, der Typ, mit dem ich heute gestreamt habe. So. Ja, der nichts mehr mit dir zu tun haben wollte jetzt. Und ich habe gedacht, mich trifft der Schlag, als ich zu dem gerade reingekommen bin in den Stream. Fängt er plötzlich an, irgendeinen Schwachsinn zu erzählen. So. Ich weiß davon überhaupt nichts. Er hat mir keine Nachricht hinterlassen, gar nichts. Er hat mich nicht angeschrieben, hat mich nicht gefragt oder sonst was. Sondern hat schlicht und ergreifend einfach mich anscheinend entfolgt. Muss der dich fragen, bevor er dich entfolgt? Willst du mich jetzt komplett verarschen? Hey, lieber Reini, ich mag dich eigentlich nicht mehr, weil ich rausgefunden habe, was für ein Widerling du bist. Darf ich dich bitte aus meiner Freundesliste löschen?
ich weiß, es ist jetzt nicht so schön für dich, aber bitte, bitte, bitte erlaub's mir doch. Hast du einen Schuss nicht gehört oder was? Er hat ihn nicht gefragt. Keine Ahnung wieso. Rainer, überleg mal ganz scharf, weswegen wird der dich wohl entfolgt haben? Es gibt genau 2 Möglichkeiten. Entweder er hat den Code-Midas-Effekt abbekommen und wollte dem sofort einen Riegel vorschieben und hat das einzig Richtige getan und hat sich von dir distanziert. Oder er hat sich tatsächlich mal über dich informiert und festgestellt, was du für einer bist und hast dann die entsprechende Konsequenz gezogen und gesagt, mit so jemandem will ich nicht assoziiert werden. Das sind beides legitime Schritte. Rainer, und genau so wird es in Zukunft immer laufen. Vor allem, weil du jedem ans Knie schraubst. Google doch mal Drachenlord. Er ist nicht die beste Werbung, Rainer. Wenn tatsächlich sich einmal jemand mit dir abgibt, dann sag den Google bloß nicht Drachenlord. Weil da findest du nämlich sehr, sehr viele widerliche Wahrheiten über mich heraus und dann wirst du definitiv sämtlichen Kontakt mit mir abbrechen. Aber es ist halt auch so eine Sache, wo ich mir halt so denke, weißt du, der hat so Leute mit reingeholt in den Stream heute, wo ich mir da schon gedacht habe, so, das hätte jetzt eigentlich nicht sein müssen, ne? Der eine Typ, der da voll rumbeleidigt hat zum Beispiel. Oder, also der dann so die ganze Zeit irgendwelche Fragen gestellt hat, dieser komische Koch oder was das da war. Und dann noch dieser andere, der nicht einmal sein Gesicht zeigen wollte. Und dann dieser komische Geistertyp. Jetzt scheint der wohl irgendeinen Groll gegen mich zu haben. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Problem hat, weil ich habe dem ja nie was getan. Keine Ahnung, also auf jeden Fall hat er da jetzt irgendwie übelst über mich abgelästert gerade. Oder irgendeinen Blödsinn oder Mist erzählt. Ich habe es nur so halb mitbekommen. Also wie gesagt, das fand ich auf jeden Fall eine merkwürdige Aktion jetzt auch. Wie gesagt, vor allem dieser Typ mit dem Geister, wo man plötzlich eine Meldung bekommen hat, dann habe ich gleich die Verbindung getrennt. Und dann hat er auch plötzlich auf einen Schlag kommt der so daher und sagt so, ja, ich muss gehen. Ich denke so, okay. Ja, und jetzt hat sich vorhin herausgestellt, dass der jetzt irgendwelchen Blödsinn über mich erzählt oder irgendwie voll über mich ablässt. Und ich mir so, was habe ich dem getan, Alter, weißt du? Kann man da nicht wie ein Erwachsener... Rainer, du musst ihm persönlich gar nichts getan haben. Dafür, dass er dich hasst. Das ist ein Phänomen. Du hast mir persönlich auch nie was getan. Ich hasse dich trotzdem mit tiefer Inbrunst. Für das, was du tust, für das, was du sagst, für das, was du bist. Und das Geile ist, er hat noch gesagt, dass das auch mal ein Ende haben muss mit diesem Hate und so und dass das ja auch scheiße ist, hat er hier im Stream noch große Worte gerissen und dann kommt er so her und anstatt sich wie ein Erwachsener zu verhalten. Ja, du bist der große Experte da drin, wie man sich als Erwachsener verhält. Verzeih mir noch nix. Ganz ehrlich, der braucht 10 Minuten Videomaterial. Reichen vollkommen aus und der wird dich bis an seine letzten Tage verfluchen. Jetzt sitzt er da, ja, der fette Speckbeitel, und sagt, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, warum der mich nicht mag. Rainer, er ist den Weg des Natürlichen gegangen. Er ist einfach so, wie es immer war. Vollkommen naiv in die Geschichte rein, keine Ahnung von dir gehabt, hat sich gedacht, Mei, der arme Bur, da wird er überall gemoppelt von so vielen Leuten, vollkommen ohne Grund. Und dann hat er sich ein bisschen mit dir beschäftigt und hat festgestellt, oh, da gibt es auch einen Grund. Oh, da gibt es sogar sehr viele Gründe. Oh, gibt es sehr viele, sehr gute Gründe, diesen Mann zu hassen. Oh, ich glaube, ich hasse den Mann. So wie es jedem passiert ist. Kommt daher und entfolgt mich, ohne mir was zu sagen, ohne mich was zu fragen. Rainer, das ist nicht seine Verpflichtung. Entfolgt mich, blockiert mich und labert Scheiße über mich. What? Nein, labert wahrscheinlich die Wahrheit. Ich habe die Scheiße nicht gesehen. Ne? Keine Ahnung, was der da im Genauen gesagt hat. Was ist das denn für einer, Alter? Sorry, aber sowas geht halt echt gar nicht. Das ist im Prinzip genau der Kindergarten, mit dem ich mich seit 10 Jahren rumschlag. Also das ist so eine Sache. Rainer, merkst du was? Es sind immer die anderen schuld. Es sind immer die anderen schuld. Es ist so mühselig. Der arme Reini ist niemals schuld. Alle anderen sind's. Niemals der Reini. Ja? Vollkommen grundlos entfolgen ihm die Leute und er weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Sache, die ich nicht nachvollziehen kann. Wie gesagt, ich bin auch nicht sauer oder so. Mir ehrlich gesagt geht mir das am Eimer vorbei. Ich dachte eigentlich, das ist ein super Typ. Auch geil, er zieht über mich her in seinem Stream und säuft nebenbei ein Bier. Ich meine, ich habe auch schon geraucht im Stream. Oh ja, Rainer, jetzt probierst du es. Jetzt wird's polemisch.
Jetzt wird's richtig polemisch. Jetzt probierst du, ja, schaut's euch mal an. Egal was der sagt, ist alles hinfällig, weil er ist offensichtlich Alkoholiker. Schau, der hat ein Bier getrunken. Oida, ich krieg so einen Hals, wenn ich den sehe. Ist es widerlich. Schon Bier gesoffen im Stream. Klar, gar keine Frage, aber sorry. Rainer, du hast hier ganz gewaltig Zammer laufen lassen im Stream und das mehr als einmal. Du hast eine ganze Likörflaschen auf Ex in den fetten Grimpen eingeschüttet. Und, ja, ihr kennt's mich. Ich bin nicht gerade für meine Nüchternheit bekannt, aber, ich flame auch niemanden, wenn er im Stream sitzt und sie einmal Häube druckt. Also, bitch please. Wer im Glashaus sitzt und so, ne? Und ich weiß nicht, Rainer, der sitzt wenigstens in einem Haus. was mit dem Typen gerade falsch ist, aber das ist eine Sache, die verstehe ich einfach nicht. Das ist so ein Verhalten, finde ich, total unter der Gürtellinie, so einen Schwachsinn zu erzählen dann. Rainer, du weißt nichts, was unter der Gürtellinie heißt. Unter der Gürtellinie wäre gewesen, wenn er gesagt hat, ich bin dem Rainer entfolgt, weil er nicht weil er so einen kleinen Winzpimmel hat. Das wäre unter der Gürtellinie. Das muss nicht sein. Wäre auch legitim, weil die Chancen stehen gut, dass du ihm ein Bild davon geschickt hast. Also rein statistisch gesehen stehen die Chancen gut, dass wenn jemand Kontakt mit dir hat, dass der dann früher oder später von dir ein Pimmelbild kriegt. So. Wohnungssuche liegt auf meiner Prioritätenliste irgendwie ganz unten. Das liegt ganz unten auf meiner Prioritätenliste. Das interessiert mich eigentlich gerade absolut gar nicht. Wir machen wieder die Geister-Mode. Gefällt mir besser. Ja, der Geister-Mode, Alter, da fühlt er sich richtig. Ich habe mir auch gar nichts groß vorgenommen jetzt für den Stream. Ich hatte jetzt auch nicht vor, irgendwie über jemanden herzuziehen. Also das mit Ich habe mir gar nichts vorgenommen. Rainer, du hast ganz am Anfang gesagt, du hast dir was vorgenommen und du wartest auf mehr Publikum, damit du dann eine wichtige Nachricht rausballern kannst. Gut, das war jetzt das offensichtlich mit dem Steini, aber ich weiß schon, dass du dir sonst nichts vorgenommen hast, außer dich da hinzusetzen und um Cole nicht zu betteln. Mit Steini gerade war jetzt so eine Sache, die mir jetzt gerade halt aufgefallen ist, als ich gerade reingekommen bin und streamen wollte. Laber euch quasi zu, so ein bisschen. Hast du zurzeit einen YouTuber, den du gerne schaust? Ich habe einen YouTuber, den ich immer gerne schaue. Aber ich kann euch den Namen natürlich nicht sagen, weil die Person sonst geleakt wird. Oder halt wieder als Drache schaut dich so ungefähr. Das möchte ich definitiv nicht. Schon gleich gar nicht nach der Aktion gerade, was mit Steini war. Ja, genau, weil die Leute werden YouTuber, die sich nie was zu Schulden kommen haben lassen, werden die haten, nur weil du sie schaust. Hört sich nach einer vernünftigen Aussage an. Not. Ist auch tatsächlich der einzige, den ich wirklich aktiv verfolge. Wobei Cold Mirror schaue ich auch ab und zu mal. Rainer hätte gedacht, du willst nicht sagen, wen du schaust. 30 Sekunden später, ja, Cold Mirror schaue ich. Cold Mirror ist großartig. Ja. Und ich glaube, auch die könnte auf dich als Zuschauer gerne verzichten. Lieblingsband und Musiker habe ich keine. Verdammte Axt, Etzadler. Wie oft muss er das jetzt nur sagen? Er hat doch überhaupt keinen Lieblings XYZ. Außer natürlich, wenn er Scheiße verzapft und doch irgendein Lieblingsding hat. Das Tattoo hat er sich nämlich stechen lassen von dem Sänger von seiner Lieblingsband, weil der das auch hat. Aber er hat eigentlich keine Lieblingsband. Selat ist eigentlich sein Lieblingsspiel, obwohl er natürlich kein Lieblingsspiel hat. Döner ist sein Lieblingsessen, obwohl er natürlich nie sagen würde, dass er irgendein Liebling... Ihr versteht den Shit hinter der ganzen Sache. Und er hasst Burger und Schokolade wie die Pest, außer wenn er sie sich klafterweise in den fetten Grind reinschaufelt. Ich zock zwar echt gerne, aber ich habe zurzeit echt lange Phasen, in denen ich gar kein Interesse zum Zocken habe. So ein bisschen an Weihnachten und Silvester habe ich ein bisschen gezockt, das war's eigentlich. Und jetzt halt vor kurzem die Aufnahmen für, ich würde... für Ding. Zeug. So gerne auf Wacken oder auf Sprees fahren, aber das kann ich vergessen, das ist... Rainer, bitte fahr auf Sprees. Bitte fahr auf Sprees. Ich finde dich. Das wäre Selbstmord. Mein Alltag. Ich habe gar keinen Alltag tatsächlich. Ich möchte das Jahr das gleiche erreichen wie jedes Jahr. Ich möchte versuchen... Die Weltherrschaft an dich zu reißen. Wir versuchen dasselbe wie jedes Jahr, Reini. Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen.
Stattdessen ist es the same procedure as every year, Miss Winkler. Versuchen zu verhindern, dass die Scheiße weiter ausartet mit den Hatern. Ich möchte den Leuten eine Stütze sein, die unter normalen Umständen halt vielleicht irgendwie noch mehr unter Psyche leiden müssten oder so. Rainer, wie willst du denn für irgendjemanden eine Stütze sein? Du bist sowohl physisch als auch psychisch vollkommen instabil. Rainer, wenn ein leichter Windhauch kommt, ja, stolperst du und havarierst komplett. Und seelische Stütze wär's da wohl kaum sein können. Indem sie halt selbst gemobbt werden oder ähnliches. Und vielleicht hilft es nicht viel, aber wenn man sieht, dass man in meiner Situation, in der ich hier bin und gemobbt werde. Nein, du wirst nicht gemobbt. Du wirst nicht gemobbt. Ich habe es im gestrigen Video schon mal gesagt. Wenn 10 Leute sich auf dich eingeschossen haben und dich fertig machen, dann ist es Mobbing. Wenn es 10.000 sind, bist du selber dran schuld. Immer noch weitermache und mein Ding weiter durchziehe, dann kann ich dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen Rückhalt geben, ein bisschen Unterstützung geben. An Scheiß, wie denn? Wie denn? Weil du ein guter Samariter bist, oder? Weil wenn die ganzen Spenden reinkommen und die würden dir Zehntausende Euro spenden, dann wird's das meiste würdest hergeben, gell? Ach, halt dein Maul. Und ihn zumindest auf die Art wissen lassen, dass er nicht alleine ist und dass er einfach durchziehen kann. Weil letzten Endes Meine Damen und Herren, letzten Endes es immer noch schlimmer geht. Und ich mache mir nichts vor, auch meine Situation ist zwar alles andere als rosig, aber es gibt trotzdem Schlimmeres. Ich würde an meinem Leben nichts ändern. Ich würde alles wieder genauso durchziehen, wie ich es jetzt gemacht habe. Ja, das ist ein wenig dumm, Rainer. Das ist ein wenig dumm. Wir haben es auch im gestrigen Video schon gesagt. Rainer, alles an deinem Leben hättest du ändern müssen. Wenn du nochmal von vorne anfangen würdest, nochmal einfach alles genau anders machen. Weil ich der Meinung bin, dass ich mein Leben nicht schlecht geführt habe. Klar. Nein, Rainer. Du hast ein 1A-Leben geführt. Deswegen bist du jetzt also erfolgreich und beliebt überall. Es gäbe hier und da vielleicht ein paar Kleinigkeiten, die ich vielleicht minimal verändern würde. Oder wo ich sehr stark in Versuchung wäre, sie zu verändern. Ich glaube, du gibst ganz vielen Leuten Kraft. Deswegen hast du auch so viele Fans. Ich weiß nicht, ob ich so viele Fans habe, aber eine Sache sollte euch aber auch klar sein. Ich setze einfach mal jetzt eine Theorie als Fall heraus. Was ist das wieder für ein verbaler Durchfall? Ich setze jetzt mal eine Theorie als Fall heraus. Es ergibt null Sinn, was du da gesagt hast. Es gibt null Sinn. Du schwalzt einfach irgendwas raus, um irgendwie schlau zu klingen gerade. Gehen wir mal von der Theorie und von dem Fall aus, dass es wirklich Fans gibt, die durch meine Sturköpfigkeit, sag ich mal. Rainer, der Satz, der ist da schon zu Ende. Gehen wir mal von der Theorie aus, dass es wirklich Fans gibt. Nee, gibt's nicht. Rainer, die Theorie ist tot und begraben. Du hast keine Fans. Du hast keine Fans. Es gibt vielleicht Leute, die dich bemitleiden, aber das sind keine Fans. Und der Rest, die überwiegende Mehrheit der Leute, die sich mit deinem Content beschäftigen, hasst dich. Sich wirklich gestärkt fühlen, weil sie selbst im Leben gemobbt werden. So, und gehen wir mal davon aus, dass ich diesen Leuten wirklich Kraft gebe. Es ist nicht nur so, dass ich den Leuten Kraft gebe, sondern auch, dass ich Kraft durch meine Leute ziehe, durch meine Zuschauer, durch meine Ja, du kannst Mana tanken, wenn du einen Digimon-Song hörst. Fans, durch die Personen, die diese ganzen Ungerechtigkeiten für einen Eimer finden. Und würde ich auch sagen, ich würde das gar nicht missen. So, würdest du lieber die Zugspitze besteigen oder Kreuzfahrt auf der Ostsee? Auf der Zugspitze war ich schon mal. Da war ich allerdings erst 12 oder so. Also die Zugspitze wäre nicht so interessant für mich, weil ich die Zugspitze schon gesehen habe. Die Ostsee dagegen würde mich mehr interessieren, da war ich noch nicht. Ich mag dich. Anfangs mochte ich dich auch nicht. Habe dich auch nie gehatet oder sowas. Du, ganz ehrlich, ich habe kein Problem damit, wenn mich jemand nicht mag. Das ist ja letzten Endes jedem seine freie Entscheidung. Warum Theorie? Viele sagen das. Ich weiß, dass das viele sagen. Ich wollte jetzt nicht so eingebildet wirken, indem ich einfach Fakten aufstelle. Deswegen die Theorie, weißt du? Rainer, du wolltest nicht eingebildet wirken und mit dem Satz hast du sehr eingebildet gewirkt.
Das hat was mit Bescheidenheit zu tun. Aber die Haters sind halt immer lauter. Die Haters sind lauter, das ist definitiv wahr. Das liegt aber auch in der Natur der Sache. Das liegt auch daran, dass es mehr sind. Rainer, in dem Fall liegt es tatsächlich daran, dass du deutlich mehr Hater hast als alles andere. Draußen auf dem Gang irgendwas los. Achso, es gibt durchaus mit Sicherheit einige Leute, denen ich geholfen habe, klar. Und es gibt mit Sicherheit auch nicht. Wen? Wem hast du geholfen? Und wie? Erklär mir das, bitte, sag mir das. Wie hast du irgendjemandem geholfen? Vollkommen utopisch wieder. Die Leute, die sich durch mich gestärkt fühlen oder irgendwas. Nee, ich bin den Faden voll verloren. Kannst du von den 6 Euro Abos leben? Nein. Wow. Wie viele Kisten haust du hier rein? Alter, bitte beruhig dich. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, bitte beruhig dich. Bitte gib mir nicht noch mehr Geld. Alter, dieses Schmierentheater. Alter, was zur Hölle? Ballert hier voll die Kisten raus. Dankeschön. Erzähl ich. Ich baller dir auch gleich die Kisten raus, du fetter Schwammkopf, du. Hier ging es, sondern als Ziel die Kisten angeben, wa? Achso, ich habe gar kein Ziel angegeben, merke ich gerade. Ich meine, gut, ich halte es sowieso irgendwie für Quatsch. Und hier voll die Kisten raus. Mal einfach aus Spaß. Das wird sowieso nicht funktionieren. So, machst du mal wieder einen Vlog. Das könnt ihr natürlich nicht wissen, aber ich habe zwar nicht jeden Tag, aber ich habe sehr viele Vlogs aufgenommen. Über das letzte halbe Jahr. Ja, dann freue ich mich aber richtig drauf, Rainer, wenn sie endlich veröffentlichst auf Odyssey. Ich glaube, dass er immer noch damit rechnet, dass er seinen YouTube-Kanal wieder bekommt, um dann dort diese Vlogs hochzuladen, um Kohle damit zu machen. Ja, Barne müssen her. Barne und immer wieder Barne. Und deswegen hat er diese Vlogs, wenn er sie denn tatsächlich aufgenommen hat und es nicht schon wieder Lülülü ist, deswegen hat er die noch nicht veröffentlicht. Ja, weil auf Odyssey, da gibt es keine Barne dafür. Und er ist noch der festen Überzeugung, dass er den YouTube-Account wiederkriegt. Sehe ich jetzt irgendwie nicht so, aber ja. Verteilt. Ob ich die irgendwann hochlade, jetzt ist halt so die Sache, dass ich über viele Sachen in meinen Vlogs gesprochen habe, die mich beruhigen, beschäftigen und über die ich momentan nachdenke. Und nicht alle von diesen Sachen sind momentan dafür geeignet, dass ich die im Internet veröffentliche. Deswegen bin ich da momentan zurückhaltend und ein bisschen vorsichtig, was ich da veröffentliche. Weil über einige Sachen möchte ich aktuell nicht sprechen. Es gibt einige schwierige Sachen in meinem Leben momentan. Ich weiß nicht, wer von euch das Video auf meinem TikTok-Account gesehen hat. Ich habe ja Fragen beantwortet vor kurzem. Eigentlich wollte ich heute auch noch Fragevideos aufnehmen, das habe ich jetzt leider nicht geschafft. Ja, wie gesagt, momentan möchte ich die nicht hochladen. Also es kann sein, dass jetzt im Laufe des Jahres noch Nachrichten vom letzten Jahr kommen. Aber ich würde nicht damit rechnen fürs Erste. Ich bin ja in einem Hotel, ich habe hier überall Nachbarn in jede Richtung. Und sobald ich jetzt hier anfange, einen Livestream zu machen, wo die Leute dann anfangen rumzubrüllen, dann wäre das natürlich ziemlich doof, weil dann natürlich die ganzen Leute belästigt werden. Ehrlich. Rainer, wie? Wie stellst du dir das vor? Du bist in Berlin in irgendeinem XY-Hotel. Und er glaubt tatsächlich, wenn er jetzt hier ein Livestreamen macht, dann würden die Leute sofort wissen, welchem Hotel und würden da hinlaufen und durch die Gänge rennen und brüllen. Rainer, so wichtig bist du nicht. Ehrlich gesagt habe ich schon ein bisschen Bedenken, hier so laut zu reden. Was heißt, laut rede ich eigentlich gar nicht. Ich bin schon aus genug Hotels rausgeflogen, weil die Hater Scheiße gebaut haben. Und ich möchte nicht aus weiteren Hotels rausfliegen, weil ich den Fehler mache, nicht aufzupassen oder nicht vorsichtig genug zu sein. Falls dich eine Talkshow einladen würde, würdest du das Angebot annehmen? Prinzipiell kommt es auf die Talkshow an. Also RTL bin ich kein großer Fan von. Und viele andere Plattformen auch nicht. Das kommt dann letzten Endes auf das Thema in der Talkshow an. Nein, es kommt darauf an, ob die dir Barne geben dafür. Wenn es Barne gibt, machst du alles. Und da kann RTL kommen und sagen hier, Rainer Barne, dann sitzt du da drin. Rainer, lass dich doch ins Dschungelcamp schicken. Wer das nicht das Sach? Scheiße fressen kannst du, ja, wie du uns hinreichend bewiesen hast. Und das wäre genau dein Niveau. Da kannst du größter Dschungelkönig werden. Der Lord vom Dschungel. Du kannst da gleich drüben bleiben. Auch immer verschiedene Themen und
gerade über die Themen möchte ich halt eigentlich gerne reden. So kennt man ihn. Immer sehr bedacht, was er ins Internet stellt. Vorsichtslord. Aha. Meinen Namen schön zu verhunzen ist definitiv kein gutes Anzeichen. Rainer, das ist nicht dein Name. Ja? Drachenlord ist nicht dein Name. Dein Name ist Rainer Winkel mit AI, ganz wichtig. Ja? Oder Rüdiger. Grüße gehen raus an Cyril. Und wie auch der eine Dude in dem anderen TikTok-Stream gesagt hat, so, du bist kein Drache. Du bist kein Drache, du bist ein dicker Dulli im Internet. Und meistens eher ein Anzeichen für einen Hater, weil er meine Stimmung versammelt. So. Ja, wow, krass. Rainer, wie bist du jetzt darauf gekommen, dass das ein Hater hätte sein können? Vielleicht durch den sarkastischen Kommentar, den er da gerade reingeschrieben hat? Sarkasmus Detection Lord? Meine Fresse. Grundsätzlich achte ich nicht so darauf, was ich ins Internet poste. Aber Das ist richtig, Rainer. Ist richtig, Rainer. Ansonsten hätten wir alle nicht gesehen, wie du einen dicken Luan in den Arsch gepömpelt hast. im Laufe der Jahre habe ich natürlich auch gelernt, vorsichtig zu sein. Und es geht halt auch nicht nur darum, vorsichtig zu sein, es geht auch darum, dass man hier einfach ein bisschen entspannen kann. Ich möchte jetzt halt niemanden belästigen, ganz einfach. Meinung zu ASMR. Also prinzipiell habe ich nichts gegen ASMR. Ja, ich hasse ASMR. Ich kriege Aggressionen, wenn Leute flüstern. Ich kriege da richtige Aggressionen. Und am schlimmsten ist es, wenn es dann irgendwelche Werbungen sind und du schaust dir irgendein YouTube-Video an und dann kommt was war das beim Google Pixel oder was das war, wo sie dann zum Flüstern anfangen. Das Google Pixel. Oida, Hasslatte krieg ich da. Im Gegenteil, ich selbst höre ja auch total gerne Regen- und Gewitter-ASMRs. So Regensample und alles finde ich immer richtig geil. Das hat mich immer beruhigt auch und ich kann da auch super schlafen bei. Weil ich normalerweise bei Hintergrundgeräuschen eher schlecht einschlafe. Vor allem wenn Fernseher oder Radio oder sowas läuft, da schlafe ich extrem schlecht bis gar nicht ein. Regen ist da die einzige Ausnahme tatsächlich. Weißt du, der Vorteil an einem Fernseher oder im Radio ist gegenüber dem Regen, das kannst du ausschalten, Rainer, wenn du schlafen willst. Ist schon mal probiert. Oh, die ganze Nacht nicht schlafen können, der Fernseher ist gelaufen. Und die Fernbedienung ist 1 Meter weit weg liegen, er hätte mir bewegen müssen. Kann ich nichts machen. Was mein Problem ist, ich mag keine ASMR-Sachen die dann irgendwie so ins Mikro schmatzen, knuspern oder irgendwas. Erstens mal finde Rainer, ich hasse es auch, wenn Leute ins Mikro schmatzen. Ich habe mir die Videos von dir trotzdem angeschaut. ich das hochgradig ekelhaft und ich finde es auch hochgradig merkwürdig. Warum? Ich meine, manche Leute stehen... Wisst ihr jetzt noch das Video, wo ich hier den hier, wo ist er? Ja? Da, wo an der Raststätte gesessen ist und sich den Döner in sein kreisliches Griesenei gestopft hat. Wie er da vor sich hingeschmatzt hat. Oi, der Keks. drauf. Anscheinend, das ist für mich kein ASMR, das ist für mich Krach. Aber das ist meine Meinung. So. Meinung zu 420. Ich habe keine Ahnung, was du mir damit sagen willst. Ich finde es aber interessant gerade, dass unsere Zuschauer gewaltig runtergehen und das um die Uhrzeit, weil ich irgendwie gerade bloß 914 Zuschauer habe. Ja, weil du irgendeinen Stumpfsinn verzapfst, irgendeinen unzusammenhängenden Scheißdreck über ASMR und über was weiß ich alles. Leute hier abzwackt. Durch deine Reise hast du sicher schon viel abgenommen, oder? Schön wär's. Ich sitze ja trotzdem viel in Hotels, auch wenn ich viel umherreise. Weil so viel gereist bin ich ja nicht. Ich bin ja meistens im gleichen Umkreis gewesen und meistens dann versteckt in Hotels. Wenn ich wieder mein Auto und meinen Führerschein wieder habe, dann schaut die Sache wieder anders aus. Ja, weil man vom Autofahren so brutal schnell abnimmt, Rainer. Eine abnehmen würdest du, wenn du aufhören würdest, für 50 Euro am Tag Zucker-Scheißdreck beim Back in deinen Kopf zum Stopfen. Dann würdest du auch abnehmen. Oder wenn du vielleicht einmal ein bisschen Sport machst. Was ist? Das ist, weil man dich kaum sieht. Was ist, weil man mich kaum sieht? Entschuldige, ich kann dir gerade nicht folgen. Bist fast unsichtbar. Das ist der Gedanke dahinter. Umso weniger ihr von meinem Hintergrund seht, umso besser. Hast du keine... Im Übrigen auch, je weniger man von deinem kreisligen Gesicht sieht, desto besser. Aussicht aus dem festen Wohnsitz? Was, hast du keine Aussicht auf einen festen Wohnsitz? Nee, leider nicht. Es ist ihm vollkommen wurscht. Er sucht nicht einmal nach einer Wohnung. Das ist doch sein Traumleben. Er muss in Hotels, in Hotels muss er nicht selber putzen. Ja? Der muss das Bett nicht machen.
das wird alles erledigt. Und solange es irgendwelche Deppen gibt, die ihm diese Hotelaufenthalte bezahlen, wird der sich keine Wohnung suchen. Da wäre er schäblät. Aber es sind die Leute schäblät, die ihm permanent die Barne nachschmeißen, damit er wieder ins Hotel zecken kann. So, wer würde die Situation anders ausschauen? Aber ich wünsche mir auch ich habe gar kein Interesse an einem festen Wohnsitz. Da haben wir's. Das wäre nämlich mit Arbeit verbunden und mit Verpflichtungen. Und Arbeit und Verpflichtungen, das mag der Rainer überhaupt nicht. Das mag der Rainer gar nicht. Sowas wie Lieblingsessen, Lieblingstrinken, Lieblingsband, Lieblingsschlafplatz, was weiß ich, habe ich nicht. Sowas existiert für mich nicht. Drache, du bist kein Verkehrter. Och, ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, Wie er immer widerspricht. Alter, das macht mich matt. Jedes Mal, egal was irgendjemand da reinschreibt, ja, er muss immer aus Prinzip widersprechen, weil er der große Drache ist, der den Durchblick hat. Und andere Leute dürfen nicht recht haben mit irgendwas. Gut, er hat definitiv nicht recht, weil wer ihm sagt, dass er kein Verkehrter ist, ne? Rainer, du bist gut weiter. Das ist der Punkt. Aber es ist so nervig. Dieser Narzissmus. Wenn du hingehst und sagst, hey, keine Ahnung, Daunen sind super weich, dann sagt er, na, die sind super kratzig. Wenn du sagst dir, ich mag Sommer, sagt er, nee, Winter ist viel besser. Wenn du sagst, hier, wir uns gestern hatten, der Himmel ist blau, sagt er, nee, er ist grün. Er muss aus Prinzip widersprechen. Das ist so eine widerliche Angewohnheit, ich kann es euch gar nicht sagen. Das richtig brutale Aggressionen kommen in mir hoch. Ich bin ein Riesenarsch. Zumindest habe ich immer das Gefühl, weil mich immer alle so behandeln. Ist mir aber ehrlich gesagt auch egal. Also ich ziehe es muss ja niemand mit mir Löffelchen liegen. Ich will keinen festen Wohnsitz, weil ich nicht gebunden sein. Rainer, mit dir kann man nicht Löffelchen liegen. Erstens möchte ich es mir gar nicht vorstellen. Und zweitens ist es bei dir eher so, keine Ahnung, Schöpfkelle für die Großküche liegen. Ja? Möchte. Versteh mich nicht falsch, wenn ich irgendwann die richtige Frau treffe und mit der Frau auch Kinder habe und alles, dann wäre ein fester Wohnsitz natürlich saugeil. Ja, schon, oder? Ist geil, oder? Wenn man Kinder nicht auf der Straße großziehen muss. Noch dazu, schmiegt dir das ab? Rainer, Frau, Kinder. Es wird nicht passieren. Da steht auf demselben Zettel wie Führerschein wiederbekommen, YouTube-Kanal wiederbekommen, jemals wieder irgend sowas wie einen guten Ruf aufbauen. Das ist alles raus, der Zug ist abgefahren. Ich war lange genug an einem Ort gefesselt und ich bin froh, dass viele sagen so, wer ist das Haus nicht verkaufen dürfen? Ja, das mit dem Hausverkauf war scheiße, weil ich meinen Führerschein verloren habe. Hätte ich meinen Führerschein nicht verloren, wäre die Sache nie ausgeartet. Rainer, du wusstest, dass du deinen Führerschein abgeben musst, als du das Haus verkauft hast. Und du wusstest, dass du den Führerschein abgeben musst, als du den Ranger gekauft hast. Das wusstest du. Aber dadurch, dass es nun mal so ist, ist es eben so. Und lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Ich will da jetzt auch nicht drüber rumheulen. Aber lange Rede gar keinen Sinn. Wenn ich die Frau finde fürs Leben und auch Kinder oder was mit ihr habe, dann ist es natürlich unumgänglich und dann werde ich mir auch einen festen Wohnsitz zulegen. Vielleicht auch irgendwo im Ausland. Er legt ihn sich zu. Er sucht ihn sich nicht. Er legt ihn sich zu. Aus der Portokasse schüttelt er aus dem Ärmel. Aber Fakt ist, bis das soweit Fakt ist, immer wenn du Fakt ist sagst, kommt irgendwas gelogen. ist, werde ich mich definitiv nirgendwo fesseln lassen, weil ich definitiv erst einmal mein Leben leben will. Ich möchte Das Leben, ne? Er will frei sein wie ein Vogel. jetzt endlich mal herumreißen. Ich möchte endlich mal mich um mich kümmern. So habe ich Rainer, weil du dich die letzten Jahre nur um andere Leute gekümmert hast. Du selbstloser Samariter, du. Dein Maul. Ich will mich endlich mal um mich kümmern. Rainer, in deinem Kopf ist hier so Reini, na. Du bist der egoistischste Mensch auf diesem Planeten. Du hast dich in deinem ganzen Leben ausschließlich und nur um dich gekümmert. mich die ganze Zeit um das Haus gekümmert von meinem Vater, beziehungsweise Ja, richtig gut hast dich um das Haus gekümmert. Einen Traumjob hast du da gemacht. Deswegen ist es jetzt auch abgerissen, richtig, weil es nicht mehr zu renovieren war.
den scheiß Bulldog-Halle hast einstürzen lassen. Das ist dir alles geschmeidigst am Arsch vorbeigegangen. Du hast dich um überhaupt nichts gekümmert. Das Haus hast du in eine absolute Bruchbude verwandelt. Und jedes Mal, wenn wieder einer von den Räumen unbewohnbar war, hast du einfach die Tür zugemacht und abgesperrt und gesagt, okay, haben wir jetzt den Raum weniger. Was dann natürlich mir gehört hat, habe mich die ganze Zeit um alles Mögliche bemüht, um andere Menschen bemüht und jetzt momentan möchte ich einfach mal Drache sein. Ich möchte einfach mal Rainer sein. Rainer, du bist kein Drache. Du bist ein fetter Dulli im Internet. Ich möchte einfach mal ich sein. Ich möchte Zeit für mich. Rainer, wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich. Du sein ist es wirklich das, was ich am allerwenigsten will auf der Welt. Und ich möchte auch mein Leben für mich genießen und nicht immer Du bist das menschliche Äquivalent zum Bandwurm, ja? Du lebst an der Scheiße anderer Leute. mein Leben für andere leben. Und das ist das, was ich die letzten Jahre, die letzten 10, 20, 30 Jahre das Gefühl gehabt habe zu machen. Ich habe mich gefesselt gefühlt, ich habe mich eingesperrt gefühlt und das tue ich jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt nur gedacht, das ist eine gefährliche Nachricht gerade. Du bist super frei, Rainer. Super toll. Du musst dich in irgendwelche Hotels verstecken, immer Angst haben, wenn du auf der Straße bist, dass du erkannt wirst und dann aus dem Hotel geschmissen wirst. Tolle Freiheit, Rainer. Ein Traumleben. Aber alles gut. Schön, dass du dich gefunden hast. Noch habe ich mich nicht gefunden. Im Gegenteil. Ich bin im Moment, das ist ja gerade der Grund, warum ich mich nirgendwo festsetzen möchte. Ich möchte mich momentan finden. Ich möchte jetzt gerade so mein eigenes Ding durchziehen. Rainer, ich würde mal im Gully suchen, wenn du dich finden willst, weil da findet man Scheiße im Regelfall. Mein eigenes Leben führen. Ich möchte weiterhin Videos für euch machen. Ganz klar. Ich möchte weiterhin Livestreams für euch machen. Ich möchte weiterhin auch für euch da sein. Jetzt bin ich in Köln. Ich möchte Nein, Rainer, du warst in Berlin. demnächst mal nach München. Ich möchte einfach mal nach Hamburg oder einfach mal Bitte komm nach München, Rainer. straight ganz nach oben auf die Insel. Wie heißt die? So ganz oben im Norden gibt es ja noch so eine Insel zwischen Dänemark und Deutschland irgendwie. Da gibt es genau eine Insel. Ich glaube, dass er irgendwie entweder Sylt oder was, Usedom oder sowas meinte. Oder so ähnlich. Ich möchte jetzt nicht gebunden sein. Ich möchte heute meinen ganzen Sack packen und morgen früh geht's dann nach Berlin oder nach München oder nach Köln oder in die Tschechei. Deswegen habe ich mir so ein Auto gekauft. Oder Barcelona. Weil ich wusste, ich kann in Hotels nicht dauerhaft schlafen. Ich möchte mich einfach ins Auto setzen können, irgendwo hinfahren können und auch... Rainer, auch das, ich habe es vorhin erwähnt, der Zug ist lange abgefahren. So Gott will, wirst du nie wieder Auto fahren. Und auch einfach mal wirklich durchfahren und dann einfach mich auf irgendeiner Raststelle hinsetzen und einfach im Auto pennen. Einfach Gas geben und einfach weg. Hey Drache, kennst du mich noch? Oh Gott, weißt du, wie viele Menschen ich kenne? Wirst du deinen Führerschein wiederbekommen? Meinen Führerschein werde ich wiederbekommen, auf jeden Fall. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen wegen dem Auto, weil jetzt habe ich natürlich den Ranger nicht mehr. Und so schnell werde ich wohl dieses Auto auch nicht wiederbekommen, weil ich bezweifle stark, dass ich das Geld für dieses Auto irgendwo herbekommen würde. So schnell. Es muss halt auch der Ranger sein, gell? Also ganz zu schweigen davon, dass er komplett blank ist und sich auch, keine Ahnung, einen 20 Jahre alten Ford Ka nicht mehr leisten könnte. Aber es muss der Ranger sein. Ich möchte niemandem Probleme machen. Ich möchte auch selber keine Probleme bekommen, natürlich vor allem. Einer der Gründe, eins, was mich viele gefragt haben, so, wieso gehst denn du immer wieder zurück nach Franken? Das hat nichts damit zu tun, dass Franken meine Heimat ist. Das ist, dass ich kenne mich in Franken aus, ich kenne in Franken viele Menschen. Rainer, der Grund ist, dass du ein Kleingeist bist, der Angst vor dem Unbekannten hat. Ich möchte gar nicht wissen, wie sehr du dich jetzt in die Hosen geschissen hast während den paar Wochen, die du jetzt in Berlin warst. Du bist ein Kleingeist, der Angst vor der großen, weiten Welt hat. Du bist nach Frankfurt gefahren und hast dann festgestellt, boah, scheiße, ey, es ist irgendwie... ist hier nicht das Land, wo Milch und Honig fließt. Wo einem die fliegenden Brathändel ins Maul fliegen. Und dann bist ganz schnell wieder zurück nach Franken gegangen. Viele Freunde, viele Bekannte und so weiter. Unglaublich viele. Du bist das Äquivalent von einem getretenen Hund, der sich unterm Bett versteckt, wenn er ein lautes Geräusch hört.
Menschen, die ich kenne und die ich liebe, aber auch viele Menschen oder auch viele Umgebungen, auch Landschaft und alles, was ich immer wieder vermisse. Das ist schon ein bisschen her, aber als ich mit Mona damals unterwegs war, damals noch mit dem Ranger, sind wir ein einziges Mal durch den Wald gefahren oder durch so ein Waldstück gefahren bei uns in Franken, direkt bei meinem Haus früher im Kirchen als Schauerberg. Da sind wir einfach entlang gefahren. Und haben wir, das war auch relativ frisch, das war im April oder so, haben wir die Fenster runtergelassen und sie meinte so, boah, ist das hier eine geile Luft, so richtig frisch, so richtig. Und das ist genau das merke ich jedes Mal, wenn ich dann wieder in der Gegend bin. Ja, nur in der Gegend um Emskirchen, ne, nur da gibt es frische Luft. Ausschließlich. Die Luft überall anders ist praktisch giftig. Aber in Emskirchen, ne, das ist eine ganz besondere Luft, weil da der Reini gewohnt hat. Wenn ich länger Zeit weg war, wie letztes Jahr, war ich in Rimini unten, dann für ein Wochenende. Dann war ich... Reini, du warst keine 3 Stunden in scheiß Rimini unten, da hast du wieder geschlichen. Aus selbigem Grund, wie den ich vorher erwähnt habe. Weil du ein Kleingeist bist, der überhaupt nichts checkt. für ein paar Tage oben in Bremen und in der Nähe von Hamburg war ich auch mal eine Zeit lang. Dann bei Frankfurt und so weiter. Und dann komme ich wieder zurück, oder auch am Bodensee unten. Und dann komme ich wieder zurück und rieche diese Luft und merke, dass ich da einfach, das ist einfach geil. Das hat nichts mit Heimat zu tun, sondern es ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Vermisst du dein Elternhaus nicht? Nein. Ich habe dieses Haus nicht übernommen, weil... Rainer, du hast dieses Haus geerbt und verkommen lassen. Weil es dir geschmeidig am Arsch vorbeigegangen ist. Weil alle Dinge und Menschen nur so lange für dich einen Wert haben, wie sie für dich nützlich sind. Das Haus hat seine Nützlichkeit getan. Ja? Das hat dir ein kostenloses Obdach gegeben für 10 Jahre. Und dann war es nicht mehr zu gebrauchen. Und dann hast du es geschmeidig weiterkauen. Und hast du dafür einen kleinen LKW gekauft, weil es dir vollkommen am Arsch vorbeigegangen ist. Weil, keine Ahnung, ich unbedingt dieses Haus wollte, sondern ich habe dieses Haus übernommen, weil ich damals der Meinung war, dass ich das einfach meinem Vater schulde. Und ich habe mein Bestes getan, alles so gut wie möglich hinzubekommen. Ja, great success. Rainer, great success. Du hast überhaupt gar nichts getan. Was du gemacht hast, ist es in eine Bruchbude zu verwandeln. Diese komischen Bretter da von der Wand zum Reißen, den Putz von der Wand zum Reißen, die Tapeten, irgendwie die Wände mit Sprühfarbe einzusprühen und du hast es komplett verasseln lassen. Rainer, in den Händen eines jeden anderen wäre dieses Haus besser aufgehoben gewesen und dann würde es heute noch stehen und bewohnbar sein. Dann kommen die Hater und machen alles kaputt. Ihr habt's Ja, wisst ihr noch, wie die Hater bei ihm in der Küche hier die Küchenzeile rausgerissen haben? Oder wie die Hater den einen Raum, den er komplett irgendwie verasseln hat lassen, mit Sperrmüll vollgestellt haben? Oder wie die Hater ihm die Duschkabine kaputt gemeddelt haben, weil sie so fett waren und sich da drin nicht mehr anständig bewegen konnten? Das haben alles haben das die Hater gemacht, Etzertler. Ihr habt es vor 2 Jahren gesehen. In 2020 bin ich hergegangen und oder 2021 war das. Ich bin hergegangen und habe den ganzen Hof gereinigt. Ich bin mit dem Besen durch und habe den ganzen... Gereinigt mit AI, ganz wichtig. Und Rainer, du hast ein bisschen Müll vom einen Haufen auf den anderen geräumt für 10 Minuten und dann war es dir wieder zu anstrengend. Den ganzen Hof gereinigt am Arsch. Hof gekehrt und gewischt und alles, habe mit dem Hochdruckreiniger alles sauber gemacht und nicht... Rainer, du hast mit dem Kercher den scheiß Putz außen an der Wand runter gekerchert. Wie ein Depp. Nicht mal 12 Stunden später schmeißt irgendjemand Glasflaschen oder Glassachen mit Farbe über den Hof, also dass der ganze Hof wieder dreckig ist. Ich habe mir sogar extra auf meine eigenen Kosten, habe ich mir dann an Container kommen lassen. Rainer, du hast nie irgendwas auf deine eigenen Kosten gemacht und den Container, den hat dir die Stadt dahingestellt. Und habe einen ganzen Tag lang oder 1,5 Tage lang den ganzen Container mit dem Müll vollgeschmissen. Rainer, die Gemeinde hat dir den Container hingestellt, du hast 5 Minuten Zeug da reingeschmissen, danach war's der Wurscht. Den Rest hast du im Haus lassen und das mussten dann andere Leute rausräumen. Ey, wie er wieder lügt, es ist fürchterlich. Der dann abgeholt wurde, dass der ganze Müll weg ist vom Hof, den die ganzen Hater über die Jahre hinweg dahingeschmissen haben. Dann habe ich mit dem Hochdruckreiniger alles schön sauber gemacht, habe den ganzen Hof gereinigt, alles bis ins kleinste Detail. Rainer, wir haben das gesehen. Es gibt da Aufnahmen davon im kleinsten Detail, das ist alles immer noch mit Dreck. Mich würde es nicht wundern, wenn die scheiß Wurst von dem Besuch, wie er nicht hieß,
immer noch da gelegen ist, wo du ausgezogen bist. Das würde mich nicht wundern. Die ganzen Gräser weg, den ganzen Hof schön durchgewischt. Und was ist passiert? Wie lange hat es gehalten? Nicht mal 12 Stunden. Pass auf, jetzt bin ich in Berlin. Quatsch, jetzt bin ich in Köln. Jetzt hat er sich wieder versprochen. Jetzt bin ich in Berlin. Ich meine in Köln natürlich. Ich lüge euch hier nicht an. Ich war jetzt 2 Wochen oder fast 2 Wochen in Berlin. Jetzt bin ich in Köln. Das könnte ich nicht machen, ja, wenn ich das Haus noch hätte. Weil ich jedes Mal hier so sitzen würde, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die werden mein Haus kaputt machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn ich früher einkaufen gefahren bin, habe ich immer das Handy, im Auto habe ich das Handy an die Halterung geklemmt und das ist immer die Überwachungskamera gelaufen. Immer. Ich habe keine 5 Minuten Ruhe gehabt. Und das ist vorbei. Es ist eine unglaubliche Last von mir gefallen, weil ich dieses Haus nicht mehr habe. Und ich habe dieses Haus damals nur übernommen, weil ich der Meinung war, dass ich das meinen Eltern oder meinem Vater vor allem schuldig bin. Wo das am Ende auch alles erledigt war, hat sich die Sache für mich erledigt. Ich bin aus diesem Haus rausgegangen, die Überwachungskameras habe ich abgebaut, an dem letzten Tag habe ich die Überwachungskameras noch abgebaut, habe noch die letzten paar Sachen eingeräumt, die ich mitnehmen wollte. Dann habe ich meine Koffer gepackt, habe alles ins Auto gepackt, bin aus dem Hof gefahren, habe die Tür und den Hof abgeschlossen, habe in Emskirchen an der Gemeinde den Schlüssel abgegeben und damit war die Sache für mich gegessen. Zum Kirchweihplatz in Emskirchen gefahren, da habe ich dann auf meinem Handy die App deinstalliert von meiner Überwachungskamera, weil die benötige ich ja nicht mehr. Und dann war die Sache für mich gegessen und ich habe unglaublich, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Erleichterung war, diese App zu deinstallieren. Und auch zu wissen, wenn da jetzt einer drauf geht, geht mich das nichts mehr an. Mich geht das nichts mehr an. Ich habe alles, was mir wichtig war, habe ich aus dem Haus genommen und habe das Ja, deine Spielsachen und deine Dildos. Ja, alles, was dir wichtig war. Rainer, das Haus war dir nie wichtig. Erzähl nichts. Und du warst auch nicht, da hattest auch nicht das Gefühl, dass du es deinem Vater schuldig bist. Du hast einfach gedacht, geil, Haus für lau. Und du bist der Meinung, dass das genauso wieder passieren muss. Dass jetzt die Gemeinde kommt und sagt, ja, Herr Winkler, hier, Haus für lau. Bis sie das in 10 Jahren wieder kaputt gerockt haben und dann gibt es wieder ein neues. hab das verscheuert, hab das weggehauen oder sonst was damit gemacht. Aber es ist nicht mehr da. Vermisse die Zeit bei Junau. Wir hatten viel Spaß. Ja, Junau war cool. Leute, ich habe in den letzten 5 Jahren habe ich fast 50 Kilo zugenommen, weil ich kaum aus dem Haus gegangen bin. Nein, du hast 50 Kilo zugenommen, weil du ein fetter Nimmersatt bist. Das ist das Problem. Weil du alles in dich reinstopfst, was in die Reichweite von deinen Fettgriffel kommt. Und je ungesünder, desto geiler. Deswegen hast du 50 Kilo zugenommen. Im Übrigen, wenn er sagt, er hat 50 Kilo zugenommen, hat er wahrscheinlich 80 Kilo zugenommen. Das war unglaubliche Panik immer. Ich war auch mal an dem Haus. Ich habe es mir aber nur angeguckt und sofort wieder gefahren. Es gab viele solche Leute. Vielleicht kennt ihr den Sänger Andreas Kümmert. Die sind gekommen, die haben, also er und seine Freundin, die haben dann eine CD von sich da abgestellt, hat er auch unterschrieben und alles richtig schön. Kannte den bis dahin gar nicht. Und der hat es dann dahingestellt, auch ein paar Energies und so, alles schön und freundlich, mit einem schönen Schildchen. Und ich habe das natürlich auf der Kamera gesehen und als die weg waren, bin ich raus. In der festen Annahme, ich würde das alles wegschmeißen, wie ich es normalerweise auch bei den Hater-Zeug gemacht habe. Aber es gab natürlich immer einen Unterschied zwischen Hater-Sachen und den Sachen von Fans, die Rainer, du hast doch immer gesagt, es gibt keinen Unterschied. Du hast doch immer gesagt, es gibt keinen Unterschied. Wer zu deinem Haus gekommen ist, sind alles Hater. Das hast du so gesagt. Oder nicht? sowas gemacht haben. Die Sachen von Hatern waren grundsätzlich leere Dosen von Energy Drinks oder vor allem Red Bull und so Zeug, was ich sowieso nicht trinke und jeder weiß, dass ich nicht trinke. Oder so Ofenkäse und alles so ein Zeug und da weiß man nie, haben die jetzt da irgendwas reingespritzt oder sonst was. Deswegen habe ich das immer vorsichtshalber weggeschmissen. Ich habe nie was angenommen, was nicht vakuumverpackt war. Und Energy Dosen und so weiter habe ich immer ordentlich abgespült und abgewaschen, bevor ich die irgendwie getrunken habe oder so. Also da seht ihr mal, wie krankhaft, wahnhaft das schon fast ist. Aber das ist halt alles so eine Sache, das ist halt wirklich krank. Zumal es auch immer wieder Videos gegeben hat, wo Leute wirklich Sachen wie zum Beispiel Plätzchen oder so vorbereitet haben und dann irgendeinen Mist da reingeballert haben, in der Hoffnung, ich würde die essen. Und das mit Netflix habe ich heute auch schon zweimal. Woher willst du das wissen? Wenn du die nicht gegessen hast, ob da irgendein Mist drin war. Erklärt, Leute, das ist eine Lüge der Hater. Sowas gab's nie. Und wenn es sowas geben würde, hätte ich ja wohl nicht so viele Probleme. Ja, respektlos und mit fremdem Eigentum so umzugehen, das ist halt auch eine Sache, das ist bei Hatern halt gang und gäbe. Ich habe das schon mal. Rainer,
respektlos mit irgendwelchem Eigentum umgehen. Da darf ich an deiner Stelle den Ball ganz, ganz, ganz flach spielen. Aber ganz flach. Du bist super respektlos mit deinem eigenen Eigentum umgegangen, mit deinem Erbe. Und das Eigentum von anderen Leuten war dir auch scheißegal. Die Handys, die du den Leuten aus der Hand reißen wolltest, die Autos, die du mit Steinen und Stöcken angegriffen hast. Das Eigentum von anderen Leuten vollkommen wurscht. Mal gesagt, bei Hatern kommt mir das immer vor, als würde sowas zum guten Ton gehören. Hättest du es angenommen, den Vertrag hätte es ihm gegeben. Ich habe mir diesen Vertrag, es gab ja dieses Bild von diesem Vertrag, den ich angeblich unterschreiben sollte. Ich habe mir das gar nicht angeschaut, ich habe mir diesen Vertrag gar nicht durchgelesen, weil es gab ja keine Relevanz dafür. Und ich habe an sowas Rainer, du kannst auch nicht lesen. Das ist ein anderer Punkt. auch kein Interesse, das durchzulesen, wenn das fiktive Sachen sind. Wenn ich an sowas Interesse hätte, weiß ich nicht. Das ist jedenfalls nicht mein Ding. Also ich habe diesen Vertrag nicht durchgelesen und ob ich das unterschrieben hätte, nein. Was ich nicht gelesen habe, unterschreibe ich nicht. Ganz einfach. 20.000 sind viel zu wenig. Was? 20.000 sind zu wenig. 20.000 was? Wovon redest du? Oh, ganz schlecht gelogen, Rainer. Wie 20.000 was? Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Den Vertrag, den gibt's überhaupt gar nicht. Eher unglaubwürdig, da dir mal sagen. Dieser Stuhl ist so übel. Mir tut voll der Profi. Rainer, das liegt daran, dass du ungefähr 7 Ärsche hast. Einer fetter wie der andere und deine 250 Kilo tut dir der Arsch weh, egal auf welchem Stuhl du sitzt, weil der normale Stuhl nicht für Elefanten gebaut ist, sondern für Menschen. 200.000 San. Hä? Du hättest 20.000 bekommen. Ich bin geistig schon wieder ganz woanders. Lord, schreib mir. Ich zeig dir Hamburg und Style. Will dein Freund sein. Tut mir leid, kein Interesse an Freunden. Ich habe Freunde, die wenigen, die ich habe. Und ich gehe mit dem Wort Freunde sehr vorsichtig um. So, da muss ich wieder einen Songtext von den Onkels zitieren. Bitte nicht, Rainer. Stell die Freunde in eine Reihe auf, an der Hand, da kannst du zählen. Nur die wahren Freunde bleiben stehen oder so ähnlich. Ich weiß nicht genau, wie es genau geht. Ja, so ein wichtiges Zitat für ihn. Ja? So ein wichtiges Zitat, dass er gar keine Ahnung hat, wie es eigentlich geht. Also so ähnlich. Also da stehen halt dann Freunde und so. Was machst du nach Berlin? Ich bin nicht mehr in Berlin, ich bin in Köln. Ich habe mich vorhin bloß versprochen. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich bin in Köln. Wobei, vielleicht geht es die Tage nochmal nach Berlin. Ich weiß es noch nicht, ich wusste es nicht. Oh, vielleicht der mysteriöse Lord. Ein Puppenspieler vor dem Herrn. Wie er mit uns spielt, keiner von uns weiß, dass er tatsächlich in Berlin ist. Es hingeht. Kannst du den Mimon-Typen persönlich voll der Verrückte? Wenn ich den wirklich kennen würde, hätte ich ihm wahrscheinlich schon den Schädel gespalten. Köln Rainer ist ein sehr friedlicher Mensch, muss man dazu sagen. Also der wird ja niemals... ist groß. Ist nicht so groß wie Berlin, glaube ich. Ich glaube, mit Berlin kann höchstens Hamburg mithalten, von der Größe her. Wobei, ich glaube, selbst Hamburg ist da zu klein. Ja, kannst mich ja mal versuchen, in Köln zu finden. Was machst du? Auch das wieder reine Provokation. Ja, findet mich halt in Köln. Ha, weil ich ja gar nicht in Köln bin, sondern in Berlin. Rainer, die haben dich gefunden. In Berlin. Kelste Pries. Heute noch in Berlin. Wieso immer in Berlin, Leute? Ich bin in Köln. Köln vor allem. Köln. Was machst du, wenn du offline bist? Das wüsstest du gern. Warte mal kurz, ich muss kurz einen Schluck trinken. Dann geht er zur Kölner Mauer. Das ganze Gelaber geht ganz schön auf die, ne? Oh, richtig geiler O-Saft. Das ist ein O-Saft mit Fruchtfleisch. Hey, wäre cool, wenn du mal live zu erleben. Dich mal live zu erleben. Kommt vielleicht noch. Würdest du sagen, dass du im Moment... Rainer, geh doch auf Tour. Mach doch eine Welttournee. Die Drachenlord-Show. Da stellst du dich ja 3/4 Stunde auf die Bühne und lässt dich mit faulem Obst und faulen Eiern bewerfen. Entspannt bist. Sieht man das nicht? Ich finde deine Geschichte toll. Was, deine Geschichten toll, die du aktuell bei YouTube vorliest. Ganz ehrlich, Leute, könnt ihr euch nicht ein bisschen dümmer noch stellen, um jemanden zu veralbern? So, ich würde dich auch sehr gerne mal auf ein Bier treffen und chillen. Ja, das habe ich schon öfter gehört. Aber ich habe halt auch ein Privatleben und ich möchte mein Privatleben eigentlich gerne von YouTube oder TikTok oder Livestreams fernhalten.
Was? Dann kannst du mich grüßen, würde mich freuen. Dann fühl dich doch gegrüßt. Also ehrlich gesagt, früher habe ich immer gesagt, mir wäre lieber, wenn ihr Drache sagt, anstatt Rainer. Weil das für mich eine etwas distanziertere Variante ist. Nein, weil du der Meinung bist, du bist der große Drache und weil das deiner Meinung nach der Respekt ist, der dir gebührt. Rainer macht die Augen zu, dann weißt du, was dir gehört. Niemand nennt dich unironisch Drache, außer du selbst. Weil es auch vollkommen behindert ist, ganz ehrlich. Wobei das eigentlich Quatsch ist, weil Drache eigentlich mein Spitzname ist, ich weiß gar nicht, wann ist. Nein, das ist ein Spitzname ist das nicht. Einen Spitznamen gibt man sich nicht selbst. Den geben einen andere Leute. Sogar noch ein bisschen persönlicher macht. Also, Ich hätte ein paar Spitznamen für dich, aber wenn ich dir jetzt sage, dann kriegen wir wieder eine Verwarnung oder einen Strike von YouTube. eigentlich ist es mir egal. Da könnte ich auch so viele gemeine Sachen machen. Ja, wisst ihr, ich habe oft einmal das Gefühl, ich habe zu viel Skrupel. Wenn ich skrupelloser wäre. Du bist absolut skrupellos. Rainer, du hast gar keine Skrupel. Jemand, der mit Äxten auf Leute wirft, der hat keine Skrupel. Jemand, der versucht, jede Frau, die Kontakt zu ihm aufnimmt, auf die plumpeste Art und Weise dazu zu manipulieren, zu ihm zu fahren und ihm zu Willen zu sein, am besten ohne Gummi, ist absolut skrupellos. Hätte ich im Leben vielleicht mehr Erfolg. Bist eine Legende. Das habe ich irgendwann mal vor langer Zeit aus Scherz gesagt und weiß nicht. Die Leute haben das zu ernst genommen. Das wurde dann irgendwann auch ein Grund, mich zu haten von vielen. Also, dass du das nicht so gemeint hast, ist mir schon bewusst, aber es wurde eine Zeit lang auch so verwendet. Weil ich einfach mal es aus Scheiß gesagt habe, so ein bisschen aus Scherz, genauso wie die Aussage, ich bin das höchste Wesen, so sarkastisch halt, ne? Ja, das war richtig sarkastisch, Rainer. Das war also der Inbegriff von Sarkasmus. Kamen die alle her, so, hätte sich für so überlegen, so, nein, das war einfach nur ein Witz. Nein, war es nicht, Rainer. So, es geht mir jetzt besser als vor einem Jahr. Schade um dein Haus. Bist du morgen wieder live? Kann ich noch nicht versprechen. Ich versuche es, aber ich kann es nicht versprechen. Es kommt drauf an, wie der Tag morgen verläuft. Wow, was ist denn das? Meraluna? Nee, nicht Meraluna, Quatsch. Ozean. Du hast dieses Jahr mehr Frauen als die Hater des... Was? Ich habe mich gerade verlesen. Du hattest dieses Jahr mehr Frauen als die Hater, deswegen sind die alle neidisch. Ich wusste nicht, dass ich dieses Jahr schon eine Frau hatte. Okay. Wenn du das sagst, wird es schon stimmen. Ja, man hat Frauen. Herzlich willkommen im 18. Jahrhundert. Voll krass. Haben wir doch noch 26 Panda geschafft. Voll cool. So, Schanzenwatch. Schanzenwatch sagt viel, wenn der Tag lang ist. So. Was ist das jetzt für ein komisches Geräusch gewesen? Wieso ruckelt jetzt mein Stream? Und ich hoffe, ihr habt morgen auch noch viel Spaß. Und tschüss. Ja, auch wieder diese Geste, ey. Ein Dreck. Naja. Die Scheiße ist rum. Gott sei Dank. Ich schaue, dass ich die Geschichten jetzt langsam aufarbeite, die ich da verpasst habe. Auch schon deswegen, damit ich mir die Videos vom Serial anschauen kann. Ohne praktisch gespoilert zu werden. Und dann werden wir sehen. In diesem Sinne, tut nicht, was Rainer tut. Und Mad Love.